Läuft das Band? Ja, jo, dat. Dann los Jon. Herzlich willkommen zum ersten Kölner Podcast-Tag. Endlich geht's los. Wir präsentieren heute, ja, man muss es einfach so sagen, eine Weltpremiere. Wir haben verschiedene Kölner Internetakteure zusammengetrommelt, insgesamt 9. Und ich finde, das ist mindestens eine Fanfare wert. Vielleicht wäre es ganz nett, wenn ich mich erstmal selber kurz vorstelle. Ich bin die Anne von der Mission Colonia. Allerdings ist das gar kein Podcast. So, jetzt ist es raus. Aber ich bin extremer Podcast-Fan. Ich höre sehr, sehr viele Podcasts und ich bin in Köln verliebt. Und deswegen finde ich es großartig, dass ich heute ja ganz viele Tipps auf einmal bekomme. Ich bemühe mich im Übrigen sehr hochdeutsch zu sprechen, bevor gleich hier die kölschen Profis reinkommen, die ständig einen Schlag in den Nacken kriege. Aber bevor jetzt irgendwer auf die Idee kommt, das wäre hier irgendwie meine Initiative gewesen, weit gefehlt. Die Idee zu diesem heutigen Tag, der hatte der Uli Kiefer, der Köln-Lotse. Kennt ihr vielleicht? Der eine oder andere hat vielleicht schon mal bei ihm eine Stadtführung gemacht oder hört in seinen Podcast mit rein. Er hat sich auf jeden Fall gedacht, das ist doch super. Wir packen die alle zusammen und dann wird am gleichen Tag ausgestrahlt von allen Podcast-Kanälen. Dann hat er in kürzester Zeit, wirklich in kürzester Zeit, alle zusammengetrommelt und eine Orga hingelegt vom Feinsten. Selbst die Presse ist hier involviert. Ich sag's euch. Also, nein, kommen wir zurück zu der Fanfare, die wir eben gehört haben. Die wurde eigens für diesen Podcast-Tag komponiert und eingespielt von den Ratsbläsern. Die gibt es seit 1954. Es handelt sich um ein 25-köpfiges Bläserensemble mit Herz und Ziel. Wobei die natürlich auch Nachwuchs suchen. Also, wenn es irgendwelche heißen Bläser hier in der Nähe gibt, alle bitte hier melden bei den Ratsbläsern, damit die richtig nochmal im Karneval aufmischen können. Das würde mich sehr freuen. Das klang doch großartig, oder? Ich möchte auch meine eigene Fanfare. Dabei haben die Ratsbläser im Übrigen höchste Wein in Köln erreicht. Sie spielen jedes Jahr bei der Prinzenproklamation die Eröffnungsfanfare und es gibt keinen Rosenmontagszug, der ohne Fanfare der Ratsbläser losläuft. Also das, ich habe schon wieder eine Gänsehaut. Heute begleiten Sie uns über diesen besonderen Podcast, denn wir nehmen euch jetzt mit, und zwar auf einen Spaziergang über den Eigelstein. Der erste Treffpunkt, der ist genau unter der Torburg. Hier stehe ich jetzt und warte gerade. Und unter mir, da liegen noch ein paar Konfetti in den Ritzen des Pflasters vom 11.11. Also, ich bin gespannt, wen ich hier als erstes treffe. So, pst, hört ihr? Ich stehe genau im Torbogen. Und wenn man ganz leise ist, manchmal, dann hört man, wie über uns getrommelt wird. Da sind die Musiker in diesem alten Gemäuer drin. Und ich bin mir sicher, jeden Tag läuft irgendwer über den Eigelstein, das berühmte Lied des Veedels singt. Wenn nicht hier, dann wird es spätestens bei der Altstadtwelle, dem Radiosender, gespielt. Kölsche Töne, sonst nix. Da gibt es 365 Tage im Jahr rund um die Uhr Kölsche Musik. Denn Kölsche Musik ist weit mehr als Kölner Karneval. Das können wir immer beobachten, welche Bands auch das ganze Jahr über in ganz Deutschland spielen und auch sogar im Ausland. Zum Einstieg wird uns jetzt Kurt Feller, Gründungsmitglied der Kultkapelle Dräuber, und Harald van Bonn, der ist Moderator bei der Altstadtwelle, hier begrüßen. Die sehe ich schon da hinten kommen und die können uns viel mehr zu diesem Kölschen Evergreen erzählen. Tag zusammen, hier ist Harald van Bonn von Bäde von der Plaat auf Radio Altstadtwelle. An meiner Seite begrüßt meinen heutigen Gast, ein Gründungsmitglied der Räuber, den Kurt Feller. Hallo Kurt, wie ist es? Hallo, wunderbar, danke schön. Wir reden ja heute hier beim ersten Kölner Podcast-Tag über den Eigelstein. Die Räuber haben dereinst den Eigelstein besungen mit Am Eigelstein ist Musik. Wie ist die Idee entstanden und warum war es der Eigelstein, nicht die Fringstraße zum Beispiel? Naja, manchmal kommen Lieder, da muss man jetzt sagen, ich will jetzt keine enttäuschen. Also es war entstanden auf einem Geburtstag von Karl-Heinz Frau.
Wir haben im Garten gegrillt bei ihm, das war bei ihm zu Hause, im Garten haben wir gesessen. Ich weiß noch wie gestern, es hat geregnet, nachher wir standen mit Schirmen, dann, irgendwie ging es dann nachher wieder. Und er war am Grillen und kam auf einmal zu uns, hör mal, was halte ich davon? Ich habe das gerade so im Kopf, am Eigelstein ist Musik, am Eigelstein ist Tanz. So, die Namen waren noch andere, die dicke Rita und so und Fridolin, die gab es da noch nicht. So, und das fanden wir gut und dann haben wir gesagt, da machen wir draus. Und das hat er dann auch weitergeschrieben. Es geht ja um ein Wortspiel. Ja? Am Eigelstein ist Musik, am Eigelstein ist Tanz. Da packt der dicke Rita den Fridolin. Da käme ja etwas, was vom Reim her, sagen wir mal, dann zu hart wäre. Und dann kommt am Ei, ist dann wieder Entspannung. Ja? Es ist eigentlich, in der Story wird klar, es ist überhaupt nicht schweinig gedacht. Am Eigelstein ist Tanz. Da packt der dicke Rita den Fridolin. Punkt. Denn man sieht später in dem Text, hört man, sie nimmt ihn nämlich nur zur Tanzfläche und fordert ihn auf. Mehr ist es nicht. Dass der natürlich gewollt zu schnell sich wiederholt, direkt wieder in die Wiederholung kommt. Und dadurch ist natürlich klar, dass dann das Spiel mit dem Ei entspannend ist. Am Eigelstein ist Musik, wiederholt sich nur. Und dann, um es dann zu beenden, sonst wäre es die unendliche Geschichte, kommt am Ende ein Tralala. Das hat man früher gemacht. Man hat eben wie in einer Rede etwas mit Salz und Pfeffer gewürzt und dadurch war es etwas, das leichte Anzügchen hatten wir bei Neumann. Würde man so ein Lied heutzutage nochmal machen? Oder also meine Neffen, Nichten würden sagen, Boomer-Humor. Es gab ja eine Zeit, da wurde es ja dann viel mehr, das war ja dann die Zeit des Ballermanns, 10 nackte Friseusen und. Also auch zu dieser Zeit, der Karneval war immer auch ein wenig verrucht. Es gab es immer. Es war immer, früher war man viel mehr drauf ich sag mal, auf dem Markt war ja sexistisches Gemüse, ja. Dicke Eier, Fuhle, Brumme, lange Mure, hat man nicht umsonst genommen, diese Worte. Also wollen wir es auch gar nicht verstecken. Nein, ich glaube, wir würden es heute vielleicht nicht mehr so machen, ja. Weil das war in der Zeit, Tutti Frutti, die Freiheit und Sexualität, wurde auch viel offener darüber gesprochen und gesungen. Und wir haben es ja immer nur verschmitzt, versteckt gemacht. Wir waren nie zu derbe, wir haben immer einen feinen Humor damit bewiesen. Das hat die Räuber früher viel ausgezeichnet. Hast du selber eine Verbindung zum Eigelstein? Ja, ich gehe gerne da immer noch essen. Ich gehe da mal meine Blümchen kaufen. Da gibt's, wie heißt das, es gibt ja den 2 Brauhäuser, mir gefällt das ein. Ich weiß gar nicht mehr jetzt der Name, da gehe ich schon mal gerne mal mittags essen. Nicht der vorne am Tor links. Das ist noch so ein uriges, altes Restaurant, also Kneipe, man kann für wenig Geld sehr lecker essen. Und das ist noch so urig, ich liebe das. So, und welches Lokal das ist, das könnt ihr selber rausfinden. Vielleicht erzählt einer von den anderen Moderatoren heute noch was davon. Danke dir, lieber Kurt, schön, dass du mitgemacht hast. Dankeschön, gerne. Vielen Dank erstmal an Kurt und Harald. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss mich jetzt allerdings entscheiden, denn hier gibt es so viele schöne Sachen zu entdecken am Eigelstein. Der Lakritzladen, Feinkostgeschäft, Rumkontur, Lederatelier oder der Bierladen drüben mit allen Biersorten aus aller Welt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einmal in beide Richtungen schaue, zur Agneskirche rüber oder zum Dom, da ist schon wieder dieser Schauer. Die Geschichte dieser Stadt. Denn wir stehen im Grunde genommen auf einer der kölschsten aller kölschen Straßen. In jedem Fall hat sie 2000 Jahre Geschichte auf dem Buckel. Tja, die kenne ich jetzt noch nicht so gut. Und deswegen wird es höchste Zeit für jemanden, der uns wieder an die Hand nimmt und ein Stückchen weiterführt und aufklärt. Und das ist Willem Fromm. Der Willem betreibt den Podcast Eine Geschichte der Stadt Köln und erklärt seinen Hörern, wie Köln zu dem wurde, was es heute ist. Ich bin sehr gespannt. Willem, das ist der Willem. Hallo. Hallo und vielen Dank, dass ich mal so angekündigt werde in einem Podcast. Das ist auch mal eine neue Erfahrung für mich. Ich möchte euch auf einen Spaziergang durch Raum und Zeit des Eigelsteins nehmen, denn der Eigelstein ist so alt wie Köln selbst. Wir beginnen natürlich, wo sonst im Eigelsteintor, einst Teil der mächtigen mittelalterlichen Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert, die dann auch übrig blieb, als im 19. Jahrhundert der meiste Teil der mittelalterlichen Stadtmauer abgerissen worden ist. Durch das Eigelsteintor gingen schon wirkliche Promis, 1635 die französische Königin Maria de Medici und 1804 Kaiser Napoleon. Wenn wir durch das Eigelsteintor schreiten Richtung Dom, gehen wir nach Süden und sehen dichte Häuserreihen. Aber was befand sich eigentlich in anderen Epochen?
In der Antike liegt das Areal noch vor der ummauerten römischen Stadt. Wir finden hier Friedhöfe, Vorstadthäuser reicher Bürger oder auch Glasbetriebe. Im Mittelalter ist das Areal weiterhin abseits des Eigelsteins eher dünn besiedelt. Der Eigelstein ist Teil der großen mittelalterlichen nördlichen Vorstadt namens Niederich. Und ja, hier stehen Häuser der, ja jetzt nicht armen, aber eher einfacher situierten Menschen wie Handwerker oder auch zahlreiche Brauhäuser. Wie mag es dann hier auch noch vor einigen Jahrhunderten ausgesehen haben? Hier standen, wie gesagt, keine Häuser der Reichen. Hier lebten eher Menschen, die mit ihren Händen arbeiteten. Handwerker und Tagelöhner, die abends in die zahlreichen Brauhäuser hier am Eigelstein einhergingen. Bis weit ins 19. Jahrhundert haben wir aber abseits des Eigelsteins selbst eher eine ländliche Besiedlung, Kohl, also Kappes und Weinfelder mitsamt Klöstern von St. Ursula und St. Andreas prägen das Bild hier. Auf unserem Spaziergang erreichen wir nun die Straßenkreuzung zur Eintrachtstraße. Auch mir ist seit kurzem bewusst, hier stand ab 1106 das erste alte Eigelsteintor, als man weite Teile des heutigen Eigelsteins in die Stadt eingemeinte. Erst 1180 folgte dann der nördliche Teil des Eigelsteins und das eingangs erwähnte heutige Eigelsteintor entstand kurz darauf im 13. Jahrhundert. Das alte hat man dann einfach abgerissen. Wir gehen weiter und kommen zu zwei wahrhaft einschneidenden Elementen des Veedels, die sich hier kreuzen. Zum einen der Bahndamm, der seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Viertel wirklich in einer Nord- und Südhälfte entzweit. Im 20. Jahrhundert kam dann die Nord-Süd-Fahrt dazu, die das Eigelstein vom historisch eigentlich zusammengewachsenen Kunibertsviertel abgetrennt hat im Sinne einer damals gewollten autogerechten Stadt. Die hier sichtbare Nähe zum Hauptbahnhof führte dazu, dass der Eigelstein wie der Rest der Stadt völlig zerbombt wurde. Unter der NS-Herrschaft verloren nicht wenige Menschen aus dem Eigelstein ihr Leben, viele davon in den Konzentrationslagern. Zahlreiche Stolpersteine erinnern daran und es ist auch ein Thema, was ich hier in ein paar Minuten nicht angemessen ausführen kann. Wir blicken nun auf die Unterführung unter dem Bahndamm Richtung Marzellenstraße, wo wir für meinen Teil Halt machen. Mit grünem Licht ist dieser einstige Angstraum optisch aufgehübscht worden. Denn vor 30 Jahren galt der Eigelstein auch durchaus als schmuddelig. Wir hatten hier eine Mindernutzung von Flächen oder Kriegslücken innerhalb der Häuserreihen prägten das Bild. Fast 25 Jahre lang wurde hier bis 2013 viel investiert und getan, auch durch bürgerschaftliches Engagement. Und ich finde, es kann sich sehen lassen. Es gäbe noch so viel zu erzählen. Daher seid gespannt, was meine Kolleginnen und Kollegen noch beitragen werden. Vielen Dank. Was, Willem? Das waren jetzt schon 4 Minuten. Das war mir viel zu kurz. Aber ich kann dir sagen, diese Unterführung, das ist jetzt für Insta-Fans ein Hotspot. Da wird viel fotografiert. Aber ich kenne auch viele im Kunibertsviertel, viele Anwohner, viele Ältere, die sehr immer noch erzählen, wie sie darunter gelitten haben, dass da diese Schneise durchgehauen wurde und dass sich alles ein bisschen anders anfühlt. Aber gut, wir gehen weiter auf Entdeckungsreise. Vielen Dank, wir hören dir weiter zu. So, dann geht's jetzt weiter. Und zwar rüber zum Ursulaplatz. Das ist wie so eine kleine Insel hier mitten in der Stadt, wenn ihr hier noch nicht wart. Und außerdem stehen wir hier mittendrin in einer der Krimi-Comedy-Geschichten der Mission Colonia. Hallo Uli! Och, hör mal, schön dich hier zu sehen. Wir sind ja mittendrin. Wir haben hier auf der einen Seite die heilige Ursula, da haben wir die Schreckenskammer und auch noch das Casino der Husaren. Das ist ja, also Gölscher geht's nicht mehr. Ja, und du darfst dir jetzt aussuchen, wo wir zuerst reingehen. Natürlich gehen wir zuerst die Husaren besuchen. Die Husaren stellen dieses Jahr das Dreigestirn und so viel Ehre muss sein. Alaf, liebes Dreigestirn, Ja. wir sind stolz auf euch. Alaf, das sind wir auch. Also rein ins Treppenhaus. Schau mal hier links und rechts, da siehst du gleich wunderschöne Fotokollagen. Das ist eine absolute Zeitreise. Und hier rauf zu klettern, das lohnt sich, denn jetzt stehen wir im Casino der Husaren. Überall sehen wir Orden und vor allen Dingen eine lange Theke, die sich die Jungs hier reingeklöppelt haben. Und das ist der Grund, warum die Mission Colonia hier ihr Kölsch-Diplom spielt. Also erst theoretische Prüfung in Form einer wieder Action-Lesung, typisch für uns. Siehst du die Geschichte des Kölsch von Anno Pief bis heute. Und dann geht's zum praktischen Teil und dann kann man 10 verschiedene Kölschsorten frisch vom Fass probieren und am Ende kriegt man sein eigenes Kölsch-Diplom mit nach Hause. Die Geschichte des Kölschs, die ist natürlich schon beeindruckend, aber hier gibt es ja noch ganz andere Geschichten, die sind viel älter und viel imposanter. Was ist denn mit der komischen Kirche da gegenüber? Ja,
die Ursula-Kirche. Das passt natürlich zu unserem Stück die Ursula-Verschwörung, denn die Christina spielt die Wirtin der Schreckenskammer und die Sonja spielt die Restauratorin der Kirche von St. Ursula. Warst du mal in der Knochenkammer? Wir nennen es die goldene Kammer, weil Gold- Knochen gibt es beim Metzger. Wenn wir in die Kirche gehen und Knochen und uns Überreste angucken, sind das Gebeine oder Reliquien. Das ist korrekt. Ach komm, wir gehen Kölsch trinken, oder? Boah, ich bin auch durch. Komm, geh mal rüber. Schreckenskammer, komm, rein. Schreckenskammer. Achtung, Schwingtür! Ja, diese Tür ist mir auch sehr, sehr vertraut, denn die Mission Colonia, die spielt halt Actionlesungen. Das heißt, wir schlüpfen in ganz, ganz viele Rollen sehr, sehr schnell in Jungs, Mädchen, selbst die 11.000 Jungfrauen stellen wir in einer Szene dar. Und da müssen wir zum Beispiel immer wieder durch diese Tür und wir sind auch bekannt für unsere Geräusche. Das heißt, nehmen wir mal an, jetzt kommt das aufgeregte Funkemariechen rein, dann klingt diese Schwingtür der Schreckenskammer so, verdeng, 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 weil der Rosenmond auch so fällt aus. Oder dann kommt der Aale Fritz hinterher und bei dem klingt es so, verdeng, verdeng, verdeng. Oder, ganz gefährlich für die Mädels, ein Luxemburger Ermittler. Und bei dem heißt es natürlich, pardon, pardon, pardon. Also ich kann jetzt hier nur so einen Hauch darstellen. Ich glaube, wir müssen uns das unbedingt mal angucken. Leute, Mission Colonia, da gibt's noch irgendwas mit Weihnachten? Ja, wir spielen bei den Husaren. Wir haben gerade unsere Premiere gespielt. Das erste Mal ein komplettes Weihnachtsstück. Die Geschichte der Heiligen Drei Könige. Ein Roadmovie. Oder hast du irgendeine Ahnung, wie die drei sich kennengelernt haben? Und wieso die in einem Sarkophag hier in Köln gelandet sind? Viel spannender finde ich die Frage, wie ihr drei Mädels Gaspar, Melchior und Balthasar darstellen wollt. Das ist eine Show für sich. Du stehst ab jetzt auf der Gästeliste. Ich freue mich jetzt schon, wenn du vorbeikommst. Es wird großartig. Vielen Dank. So, wir laufen jetzt ein Stückchen weiter bis zu Unterkranenbäumen. Da wartet der Michael von den Kölschgängern auf uns. Ja, unter Kranenbäumen lebte im 19. Jahrhundert ein echtes kölsches Original, nämlich der Orjuls Palm. Und der Michael, der kennt diesen Herrn, als wäre es sein eigener Nachbar. Aber hört selbst. Ungerkrane die Zeit der Industrialisierung. Das war im 18. Jahrhundert bis zum Ende vom 19. Jahrhundert. Kölle wuchs an von 40.000 auf fast 400.000 Lück. Ungerkrane das war die Heimat der Ringroller. Die Ringroller, das waren die unten am Rhein die Chef entlade und obgelade han. Das waren raue Geselle. Und wenn man jetzt weiß, dass am Eigelstein auch noch Chef unterwegs war, die Bordsteinschwalbe und das Milieu, kann man sich nicht vorstellen, dass da einer oprecht durchgegangen ist. Der Orjuls Palm. Der Orjuls Palm ist 1801 geboren in der Franzosenzig. Het Flück mit 10 Jahren Kölsch und Französisch gelehrt und gesprochen. Hätte ihm nichts genützt. 1815 kommen die Preuße ans Realt und, war ein schlau Kerlchen. Het Maler und Lackierer gelehrt, het Jans Kölle bemalt, de Kuppel von der Kirche, Treppe, Geländertrappe, Hüserfassade, alles Mögliche. War fließig. Het nebenbei jet Musik gelehrt. Und muss mit 20, wie er die Preuße wollte, zum Kommiss. Dort hat er sich geschickt angestellt und wurde alt früh befördert. Als er das seinem Vater geschrieben hat, hätte er geantwortet, dass sing all Jugendliche Zilli ein fremder Mann geheiratet hat. Auch ne Schnieder wie die Familie vom Zilli. Darüber war er so bedröv, dass er ab ist nach Griechenland und hätte Grieche im Kampf gegen die Türke geholfen. Ist da in der Welt herumgekommen und es hätte sich in Russland, bam, ein Schusswund im Bein angefangen, was ihm zig Lebens Malest gemacht hätte. Die Schusswund hätte er in Berlin auskuriert, hätte dort 3 Jahre gelebt. Berlin ist doch nix für eine Kölsche Jung. Also ist er zurück nach Kölle, hätte da tatsächlich sing Zilli geheiratet, die Witfrau geworden ist. Der Mann ist gestorben. Mit der Zilli hätte er 3 Kinder gehabt. Wie auch et starb. Et war ein Kotglück. Naja, was mäht man in so einer Situation? Man hätte die Kinder zu versorgen. Was mäht man? Man heiratet ein Dienstmädchen. Ein Züff Kollgraf. Die ihm 2 Zweierlingscher mäht und 3 Einzelkinder. 14 Mähe zusammen. Und dann plach in die Schusswund und die Aufträge werden knapp. Was mäht er? Er geht nach der Stadt
und holt sich eine Lizenz als Three-Oil-Spieler. Und genauso kennen wir ihn, als Three-Oil-Spieler. Deswegen heißt er Oils Palm. Er tritt op wie als Soldat. Genierlich reiner Hemskragen, blank gewichste Schon, schwarze Jack, noch Husarenart geschnöt und ein Trottelmütz. Und das mäht er die nächsten 40 Jahre lang. Wie ihm das so schwer wird, er wohl langsam 80, mäht er sich ein Bild, ein Panoramabildchen von der Alpe und stellt sich damit an den Straßenrand. Mit 81 ist er gestorben. Viele hundert Glück sind ob sein Begräbnis noch Melorte gegangen. Gestorben ist er unter grane Bäume. Und da sind wir wieder beim Anfang. Danke, Michael. Ach, herrlich, wir rutschen immer mehr in die kölsche Sprache. Dabei hört man an allen Ecken und Enden, dass die ausstirbt. Selbst hier im Eigelstein, da hört man alle möglichen Sprachen, nur Kölsch eher selten. Eigentlich kein Wunder. Wir sind ja so viele Hotels, gerade drüben im Kunibertsviertel. Wir sind in der Nähe vom Bahnhof. Aber es wäre jetzt höchste Zeit, mal einen Kölsch-Auffrischungskurs zu machen. Und unser Kölschlehrer, das ist heute Jörg Runge. Ja, genau. Der Tuppes vom Land. Der bekannte Karnevalsjeck steht für das Comeback der Reimrede in der Bündz. Und dabei macht er sich einen Reim auf alles. Und heute auf die kölsche Sprach. Tja, in unserer Sprach, da gilt ja per se, so in Grammatik jedet nur he. Et klingt ungewöhnt für manche Ure, wenn man sagt, statt ich sehe, ich bin am Lure, wir sind am Esse oder am Bade oder Rusemorn dach ob de Zug am Wade. Wir Kölsche sind immer irgendwo dran. Und deshalb, weil auch verfolgt von dem Wahn, man hätte immer alles im Griff. Selbst so ja, ob ne sinkende Schiff. Frei nach dem Motto, lasset doch sinken, et is grad schlecht, muss ein Kölsch trinken. Und wat ne Immi zur Verzweiflung bringt, ist, dat uns Sprach oft wie Chinesisch klingt. Ein Beispiel. Der Tünn und der Scheng stand bei sich in der Küche, Tisch liegt Geld und sie wundere sich. Sag, Scheng, wat sind dat dann für Sching, die da liegen? Sind dat Ding Sching oder Ming Sching? Nee, Tünn, dat sind nicht Ming Sching, dat Schinge Ding Sching zu Sinn. Wenn dat nicht Ding Sching und auch nicht Ming Sching sind, wem singe Sching sind dat dann? Da kütt der Hein und sät, ich han schwer Ping an de Zeng und dat sind Minge Sching. Ich nehme mir jetzt Ming Sching in de Häng, zeig dem Doktor Ming Zeng, da han de Pingen sind eng. Und spätestens da weiß jeder gewiss, dat uns kölsche Sprach international is. Doch viel besser noch als es zu hören, ist es zu fühlen und zu spüren, weil es so richtig Spaß schmäht, wenn man es selber kalle dät. Gemüse nennt man he Gemüs und zu Füßen sät man Föß. Feine Dame heißt man Dämmsche und ein Eisbein nennt man Hemmsche. Ein Schnuller ist bei uns ne Nüggel, ein Beutel nennt man he nur Bügel, eine Tasche ist de Täsch und ne Flasche ist de Fläsch. Ein Gemisch nennt man Gemölsch, unser Lieblingsbier heißt Kölsch, den Mann am Zapfhahn nennt man Zappes, doch Zapf der Altbier is, dat Gappes. Ne Krawatte nennt man Schlips, ne Erkältung ist der Pips, eine Pflaume nennt man Brumm, große Trommel, dicke Trumm. Ein Strafmandat heißt bei uns Knölsche, ein Verhältnis Fisternölsche und Fisternölsche klingt so nett, dat man schon deshalb gern eins hätt. Ne Geliebte nennt man Nützje und von dem kriegt man e Bützje. Kleines Häuschen nennt man Hütsche, scharfer Hintern, knackig Fütsche. Für ne Schraube sät man Schrof und zur Zaube einfach doof, sind wir ängstlich, sind wir bang und Schwiegermutter heiß Alzang. Ein Frosch, das is ne Hüppe grad, den Affe kennt man he als Ab, zur Spatz und Sperling sät man Misch und koche dumme in der Küche. Zum Topf sät man Düppe, zur Pfanne nur Pann, der Papp ist der Vater und Mutter der Mann, der Üm ist der Onkel, sing Frau ist der Tant und Düsseldorf quasi ein anderes Land.
So könnt ich noch viel erzählen. Über uns Heimat und über Kölle. Doch jeder da so viel per se, da sös ich morgen früh noch he. Ich glaub, ihr seid alt Jod parat. Für zu schwade ob die kölsche Art. Und wenn ins zu hören kriegt, von wegen dat gehört sich nicht, dann seid ruhig ganz selbstbewusst und sagt für die, ihr seid Beschluss. Weil unsere Sprach doch ganz gewiss ne Geschenk vom Leben herjot ist. Solange wir noch träume, jedet uns Jod. Solange wir noch hoffe, haben wir noch Mut. Solange wir noch lebe, sind wir he noch nicht fort. Und solange wir noch lache, kriegt uns keiner kaputt. Ein Schirm nennt man Parapluie, ein Schwätzchen nennt man Klav. Doch unser Lieblingswörtchen ist und blieb Kölle Alaf. Dankeschön an den Tuppes vom Land. Wo sind denn jetzt die Ratsbläser? Ich finde, das hätte doch jetzt echt mal einen Tusch verdient. Ich glaube, die sind schon rüber zum Kölschebohr. Aber wir gehen jetzt zum Stavenhof, der im Kölschen ja nur Stüverhof genannt wird. Früher eine verrufene Meile, heute bevorzugte Wohngegend. Für die jüngere Generation sieht es eher aus wie die Winkelgasse von Harry Potter. Aber gut, nicht abschweifen. Um die ganze Geschichte dazu zu kennen, da werden wir jetzt Frank und Uli treffen vom Köln-Ding der Woche. Sie präsentieren im lockeren Gespräch Historisches, Anekdoten oder Legenden und Märchen aus Köln. Immer kurz und knackig, immer subjektiv und völlig voreingenommen. Und heute erklären uns die beiden, wieso et früher schon ein Zoff im Stüverhof, ja. Im Stöverhof ist Zoff und das ist genau richtig, denn wir kommen jetzt, nach dem ganzen seriösen Teil, endlich zum sündigen Teil unserer Geschichte hier, zum Stavenhof oder besser gesagt zum Stüverhof, die ehemals sündige und äußerst gefährliche Meile in Köln. Ja, der True Crime Teil aus dem Vedelküt jetzt. Und wir beginnen mal in den 60er Jahren, weil da hatten wir nämlich in Köln eine Kriminalstatistik, die war so erbärmlich, also es ist fast unglaublich. Wir hatten den Ruf, das vom Chicago am Rhein, und das haben wir auch wirklich redlich verdient. Wir hatten ungefähr 50.000 Straftaten jedes Jahr, das ist ein absoluter Spitzenwert, da waren wir Champions League. Und davon wurde aber nur ein Drittel aufgeklärt. Somit waren wir auf dem Abstiegsplatz wie der 1. FC Köln im Moment. Es ging dabei vor allen Dingen um Hehlerei, Glücksspiel, Gewalt und natürlich Prostitution. Es war aber nicht nur der Stüverhof, sondern es gab auch die Brinkgasse im Friesenviertel oder die Nächselsgasse in der Südstadt. Das waren alles die Ecken, wo die Prostitution geboomt hat. Und natürlich, Prostitution und Kriminalität gehört eins zum anderen. Ja, die Kölschen nennen die Prostituierten übrigens Trottoirschwalven. Und eben diese Trottoirschwalve haben ihren Dienst am Stavenhof auf Kölsch um Stüverhof angeboten. Das Besondere war, die Damen mussten hier mindestens 30 Jahre alt sein, also kein junges Gemüse, sondern im reiferen Drittel ihres Lebens. Und sie lebten mitten in der Nachbarschaft, Tür an Tür mit den Anwohnern. Und das war anscheinend recht unkompliziert, heute kaum vorstellbar, aber es gab einen Zeitzeugenbericht, wo eine Dame aus dem Milieu berichtet hat, ich zitiere, «Wir haben doch früher so viel Privatlook gewohnt. Da haben die Pens gespielt, mir Stunden neben de Pens. Da hätt sich kein Mensch dran gestört.» Der Stüverhof bzw. Köln war so verrufen, dass wir sogar einen Blockbuster hatten, der hieß Heißes Pflaster Köln. Und dieser Film hat leider auch zur ungerechtfertigten Legendenbildung des Kölner Milieus beigetragen. Also Typen wie der Dummste Dünn, Karate Jackie oder Schäfers Nas waren brutale Schläger und höchstgradig kriminell. Und nicht so wie der Kölsche immer sagt, die hatten Ganoven-Ehre und das waren jo die Jungs. Das waren sie eben nicht. Das hat auch belegt Jupp Ment, der ist im Karneval bekannt als der Kölsche Schutzmann. Tatsächlich hat der bei der Sitte gearbeitet in den 60er Jahren bei der Schmier, bei der Polizei. Und der sagt ausdrücklich, hört auf mit dieser Legendenbildung. Das sind brutale, menschenverachtende Zuhälter in Großausführung. 1964 sollte der Sumpf des Verbrechens dann endlich trockengelegt werden und ein ordentliches, riesengroßes Großbordell sollte am Stüverhof gebaut werden.
Das war sowohl den Anwohnern als auch dem damaligen Pfarrer Paul Vetten von St. Ursula dann natürlich ein bisschen zu fett. Ne, der sagte also, jetzt hört auf, ja, die heilige Schutzpatronin Ursula muss sofort abgesetzt werden, wenn ihr das auch nur ansatzweise in die Tat umsetzen wollt. Natürlich hat die Stadt dann sofort den Rückzieher gemacht, weil das ging nicht. Die Ursula, also die muss bleiben. 72 ist dann das Eros-Center gebaut worden, das war dann in der Hornstraße und die Straßenprostitution und überhaupt die gesamte Prostitution verlagerte sich in diese Ecke. Der Stavenhof selber, der hat sich da mal echt gemacht. Keine Prostituierten mehr, dafür heute bevorzugte Wohngegend. Hier gibt man gerne mal 7.000 bis 8.000 Euro pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung aus. Ja. Und seitdem die Actionserie Wilsberg, der Kölner Tatort und allen voran der Bruce Willis aus Köln, Kommissar Kleefisch bzw. Mili Wilovic des Stüverhoff als Drehort gefunden hat, gibt es keine Kriminalität mehr. Und der Uli sagt den Namen jetzt nochmal richtig. Der Bruce Willis aus Köln heißt natürlich Willi Milovic. Und jetzt habe ich durch. Was denkst Ja, du? ich auch. Wir gehen jetzt mal einen trinken, mal gucken, ob wir den Marvin und den Tim finden. Ich habe durch. Wir gehen in Kölschebohr. Ja. Hey, Frank und Uli, na super, sind die auch rüber in Kölsche Bohr? Jetzt bin ich hier ganz alleine. Na gut, hilft ja nix. Ich gehe jetzt auch rüber. Wird Zeit für einen Kölsch. Außerdem treffen wir da 2 Profis. Marvin und Tim erwarten uns da vom Podcast 2x02. Die beiden, die kennen sich bestens mit Kneipen aus. Jede Woche besuchen sie eine neue, trinken mindestens, würde ich jetzt mal schätzen, 2 bis... Nee, ich schätze nicht. Kölsch und sprechen über Kneipen, Kölsch, die Straßen drumherum, ganz nach dem Motto, trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Wer weiß, wen die da alles kennenlernen, die haben bestimmt eine riesen Liste im Handy. Ja, heute nehmen sie uns also mit und erzählen uns was über die Geschichte und die ist immerhin schon 260 Jahre alt. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Ja, und Anne, wir haben direkt für dich mitbestellt, also Prost, ne? Dankeschön, Prösterchen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu 2x02, dem Kölner Kneipen-Podcast, in dem wir uns ritterlich den Helm lackieren. Tim, wo sind wir denn gerade? Ja, wir sind heute im Kölschen Buhr. Das befindet sich am Eigelstein 121 bis 123. Und Marvin, welches Kölsch trinken wir denn heute hier? Mühlenkölsch, ja, lecker, für einen Preis von 2,10 Euro. Das können wir immer machen, Dido, also dienstags bis donnerstags von 16 bis 0 Uhr, freitags von 15 bis 1 Uhr, Samstag von 12 bis 1 und sonntags von 12 bis 23 Uhr. Montag ist entsprechend... Ruhetag, ganz genau. Richtig. Ja, was kann man sonst noch sagen? Was kann man denn hier außer Kölsch noch... So leckeres Trinken, ja, wir sind ja hier immer noch im Kölner Norden grob und dort gibt es die falsche 9, die gibt es auch hier zu trinken, die können wir sehr ans Herz legen. Ja, und ansonsten ist ja Mühlen, also die haben ja Sünner aufgekauft und da gibt es die ganzen Sünner-Schnäpse. Ganz Das genau. kann man machen an der Theke, an einer sehr großen Theke. Ja, die ist direkt hier im Eingangsbereich, ist eine J-Form praktisch, wenn man direkt reinkommt, das ist ja typisch vom Aufbau eines Brauhauses, dass es dann immer direkt am Anfang steht. Ne? Und ziemlich riesig, allerdings nicht so viele Sitzplätze, dafür umso mehr Stehplätze. Leicht bestuhlt, ganz genau. Und dann kommt man, ja. Ja, gibt's ja eine Küche, Marvin, wenn man was essen möchte. Oh ja, ganz brauchhaustypisch, die ganzen typischen Sachen, allerdings auch vegane und vegetarische Gerichte, also für jeden was dabei. Mittwochs ist Riefkoche da, kann man Oh auch ja, betonen. Mittwochs ist Riefkoche. Ja. Also schnappt er die Ja. Pan, ne? Ja, auch die Toiletten sind hier sehr sauber. Es ist ja hygienetechnisch immer wichtig zu wissen, weil es ja auch auf die Küche irgendwie spiegelt. Ne? Das ist also auch sehr gut. Richtig, und ansonsten Brauhaus. Ein Brauhaus ist immer ziemlich groß. Ne? Also die haben hier verschiedene große Säle. Draußen auch ein paar Sitzplätze. Ja, so ein Hab ich das Saal, richtig gesehen? genau, so einen Saal kann man auch mieten, könnte man vielleicht erwähnen. Ebenso wie eine Kegelbahn, die hier zur ja. Verfügung ist. Ansonsten die klassische Brauhausoptik, ganz urige Holzvertäfelungen. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass man hier auch so ein gewisses Geschichtsbewusstsein hat. An der Wand hängen zum Beispiel diese Besitzer, die da irgendwie aufgelistet sind. Und besondere Form eines Brauhauses, was es hier auch gibt, Marvin, ist der Beichtstuhl oder auch das Kontörchen. Richtig, ähnlich wie im Jolde Kappes. Ne? Also wer mehr Genau. dazu wissen will, hört da mal einfach rein. Ja, ansonsten das Publikum, Brauhaustypisch auch sehr gemischt, würde ich sagen. Also hier kommt jung und alt, groß und klein, dick und dünn hin. Ne? Ja. Wie es sich für ein schönes Brauhaus oder eine tolle Kneipe gehört. Hast du sonst noch irgendeine Anmerkung? Nein, wir brauchen nur noch einen Spruch zum Ende, Marvin. Wir brauchen ein Fazit. praktisches Fazit. Ja, und als Fazit lässt sich an dieser Stelle natürlich nur noch sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und damit... Wer wissen will, was das bedeutet oder weitere praktische Sprüche hören möchte, die auch in Richtung Trinksprüche gehen oder die Kölner Kneipenkultur mal genauer kennenlernen möchte, der kann gerne bei uns reinhören unter 2x02. auf Spotify und Instagram. Und damit... Tschüss. Notiz an mich selber, Mittwoch, Riefkoche-Tag im Kölsche Buch. Früher habe ich hier immer Senf geholt und verschenkt von der Senfmühle. Gut, nehme ich ab jetzt Limoncello.
Der Tuppes vom Land, der hat sich eben beschwert, dass das Kölsch, die Kölsche Sprach, aussterben würde. Ja, dann hat der wohl noch nie den Podcast Podklav von Caroline und Hermann gehört. Der Hermann ist, ich kann nicht sagen, Jahrgang 1930. Ja, bevor ihr jetzt rechnen müsst, er ist bereits 93 Jahre alt. Zusammen mit seiner wesentlich jüngeren Freundin Caroline haben die beiden mitten in der Corona-Pandemie den Podcast Podklav erfunden. In dem Podcast wird bloß Kölsche schwart. Ich kann noch eine ganze Menge lernen. Ich bin sehr gespannt. Hallo ihr zwei, da sind sie schon. Ja, guten Abend, Lev Lückscher. Schön, dass ihr da seid. Der Hermann und ich, wir haben uns erst gefreut, dass es hier hück der Eigelstein geht, weil wir nämlich später da gelebt haben in Seeklang. Ich habe da als Studentin gelebt und der Hermann als Bütsche, bis er 7 Jahre alt gewesen ist. So ist es. Dann fange ich direkt an. Ich von meiner Geburt an, also wie ich aus dem Krankenhaus kam, wo so Alte sind hier im Süden. Da war ich dann die ersten 7 Jahre am Jerionswall. Also Eigelstein, worum es ja geht. Und zwar am Jerionswall Nummer 5. Und weil man weiß, wo das anfängt, an der Eigelsteinsport, da fängt dann an zu zählen. So. Und wenn man dann an der Eigelsteinsport steht und schaut dann in der Jerionswallerin, dann sind dann links die ungerade Zahlen, also die Nummer 5. Und wenn ich mich so besinne, wie gesagt, mit 7 Jahren sind wir dann noch Riel getrocknet. Das nur nicht vorbei, wie mein Vater eine Stelle beim Fort gekriegt hat. Und das war damals schon etwas Besonderes. So, Eigelstein, Jerionswall 5. Reis, da hat mein Großvater das Haus gekauft. Das ist aber dann irgendwie der Barre runter. Da waren 5 Kinder. Das hätte nicht funktioniert. Aber da haben wir dann immer noch zum Mädchen gewohnt. Und rechts von uns, von dem Jerionswall Nummer 5, also wenn wir rauskommen aus dem Häuschen, rechts, das war die Frau Römer. Die hatte Kolonialwaren, die Chef, sagt man da, kein Butter, Zucker, Mehl, Kaffee, Tee und so eine Kram. Und ich weiß noch, dass meine Mutter, wenn sie uns jetzt vergessen hat, das kam allerdings für, da hat sie mir einen Zettel in der Hand, ich war dann 4 Jahre, geh mal eben zu Frau Römer und dann kaufst du, weiß ich was. Und ich weiß noch ganz genau, ich an einen fotografisch Firma, wenn ich den Arm ganz groß hochstrecke, dann komme ich bis an der Theke, um den Zettel aufzugeben. Und links auf der Theke stund ein Kabetlampe, die das Licht geben und die das so komische Geräusche geben. Hatte mir nicht. Und da dachte ich, boah, das ist etwas ganz Besonderes. Wir müssen mit elektrischem Licht zufrieden sein. Ich wusste ja nicht, dass die Ärmrömers noch ja kein elektrisches Licht hatten. Das war ja damals, dass sie in den einzelnen Häusern Generatoren hatten für elektrisches Licht. Also wir waren dann schon ganz modern. Und dann, wenn wir aus dem Haus rauskamen, links, da war dann der Friseur, der Balbutz, wie man auf Kölsch sagt. Und ich weiß noch, ich muss ein Pösche von 4 Jahren gewesen sein, hat mein Vater mich runtergeschickt, jemand zum Essen, lass dir die Haare schneiden. Jo, ich bin runter, ich sage, ich soll mir die Haare schneiden lassen. Und ja, wie dann, lebe Jung? Ja, wie meine Papa. Der Lord sagte, das geht nicht. Es ist ein Russi Jange. Da gab es ja noch kein Autos und so, also es war richtig ruhig im Jerionswall. Hätte gerufen, Adolf, kommen Sie an das Fenster. Was ist denn los? Ich soll dem Jungen der Haar schnicken. Ja, dann tun das doch. Ja, der will die Frisur haben wie du. Ich kann dem Jungen doch kein Blatt schnicken. Das war die Erinnerung an den Friseur. Daneben war der Mittagstisch. Da kamen mittags die Fingenheere, die hatten so ein Abo da, die täten zum Mittagessen. Ach, da hat jeder noch eine erzählt, der ist aber, das führt zu weit, der dauert allein 4 Minuten, was da passiert ist. Dann wird die Wäscherei, der Frau Kanitz, eine Witfrau. Da bin ich dann auch ins Luster gegangen, das war viel Arbeit. Dann wird der Spediteur,
das Spediteur, das heißt damals, der hat ein Bett und eine Boulderware. So eine große Ware, wo dann Fässer und weiß ich was drauf geladen waren. Und ich habe jeden Abend drauf gewartet. Wenn die 4 Abend machen, dann kommt der Spediteur, damals hieß das schon anders, das weiß ich aber nicht mehr. Der hätte mich kleinfutzige Menschen auf das Bett gehoben. Das Bett wurde natürlich aus dem Geschirr rausgeholt und kriegte einen Klaps auf die Fuß. Und dann ging der so 10, 15 Meter laufen und war dann im Stall. Das kann das Bett schon. Und er hat mich auf das Bett gehoben und ich habe mich dann an den Mähen festgehalten und bin dann mit in den Stall geritten. Das war für mich immer das schönste Erlebnis am Tag. Und dann durfte ich aber die Figuren, da war die komischerweise war am eng. Wenn man dann ging, dann aus dem Hause raus, da ging immer Reis. Eilstein. Na, Eilstein hat mir, mein Eltern, die bekannte Kaspers, die hatten einen tollen Café. Wieso sind ihr dann nicht links rumgelaufen? Was heißt das? Ach so, warum wir nicht links rumgelaufen sind? Ja, das ist ein Jode Frage. Warum? Wie wissen wir das all? Da war der Stöverhof, auf Hochdeutsch der Stafenhof. Das war ursprünglich ein ganz solider Bauernhof. Und dann, ich wusste das natürlich nicht, dass da Mädchen in Finsterstunden, die irgendwie sich angeboten hatten. Ne? Und das Schöne war, man konnte gegenüber, dann sind da ja der Duffes. Der Duffes, es war so üblich, das waren dann Ärmlück, ihr Rennpäder. Die hatten Brieftauben und da habe ich immer interessiert so gelot, wenn die wegflogen und haben dann immer wieder gestaunt, wie die dann wieder zurückkommen. Das war der Eilstein Sports, die ist, das ist übrigens alles stehen geblieben, das ist im Krieg nichts kaputt gegangen. Auch das Rettungsschiff, was kaputt im Eilstein Torbohre steht, das ist immer noch kaputt und hängt immer noch da. Ja, das war das vom Eilstein. Habe ich sonst noch jetzt die Wäscherei gar nichts hatte ich verzahlt, ja. Ja, das war es. Und was ist mit dir, mit deinem Dom? Wie mit meinem Dom? Ich habe in der Domstraße gewohnt. Das war ganz interessant. Ich war im Ausland und kam wieder und ich war so selig, dass ich in eine kleine Wohnung gefunden habe, in ein Apartment für die Studenten. Und so nah am Dom, man konnte am Fenster rausschauen und man sah der Dom und das war herrlich. Wo ich nicht dran gedacht habe, was ich auch irgendwie nicht am Schirm gehabt habe, war, dass da auch eine Verlängerung vom Steuerhof gewesen ist. Ne? Und ich bin in der Tasche am Krause, wo mein Schlüssel ist, da blieb eine Ware neben mir stehen. Und ja, für kein Navi und ja nix, da bin ich dahin. Ich habe gedacht, der will noch einen Weg fragen. Und da hätte er gesagt, sind Sie frei? Und jetzt habe ich gedacht, mache ich jetzt eine philosophische Diskurs, aber dann ist es mir eingefallen, was der wollte. Und dann habe ich gesagt, nee, und bin direkt fort. Und das habe ich da erlebt, was typisch für die Straße gewesen ist. Ja, ich laufe jetzt immer am eng. Ich habe nicht so viel erlebt und auch kein Päder mehr. Da war halt richtig los mit den Autos, die bestimmte Ideen hatte in der Gegend. So, Caroline und Hermann haben jetzt gerade auch eine neue Runde bestellt. Aber ich habe noch eine Verabredung drüben im Agnesviertel. Da gehe ich jetzt einfach mit euch rüber. Hier in der Verlängerung des Eigelsteins auf der Neusser Straße steht die Agneskirche schon von Weitem zu sehen. Und da wartet Wiebke. Leider ohne Peter. Der hat, das soll sie euch selber erzählen. Und die beiden haben den Podcast Agnes trifft. In diesem Podcast der Pfarrgemeinde St. Agnes geht es um das Leben, die Nachbarschaft und einfach das Miteinander im Agnesviertel. Ja, wer jetzt aber erwartet, dass wir in die Agneskirche reingehen, der liegt falsch. Wir treffen uns an dem berühmten Bütchen davor. Ich stehe am King-Georg-Bütchen. King Georg, die Kultkneipe im Agnesviertel. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal in King Georg war, so 80er Jahre Schummer. Es sah aus wie eine Table-Dance-Bar eigentlich, ohne Table-Dance, Nischen. Aber wir wollen ja gar nicht in die Kneipe, wir stehen am Bütchen. Und ich sehe, ich
sehe zurück und sehe das Eigelsteintor und muss kurz überlegen, früher endete die Stadt ja genau da. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie um die Neustadt erweitert und das Agnesviertel entstand. Da, wo vorher die Kappesfelder waren. Da, wo die alte Römerstraße nach Nippes ging. Ja, und da stehe ich jetzt. Ohne Peter. Peter hatte nämlich leider einen Fahrradunfall. Und das ist ganz tragisch, dass wir heute nicht zusammen sind. Aber gut. Die Rettung ist, in Köln bleibt man nie allein. Am King-Georg-Bütchen schon gar nicht. Die Bütchenkultur in Köln ist ganz stark. Hier muss ich mich entscheiden. Trinke ich einen Kaffee? Quatsche ich mit irgendjemandem? Entscheide ich mich über den Sudermannplatz, den Schlenker über den Jazzkiosk zu machen? Oder gehe ich auf die Neusser Straße und zu Pico Island, zum Pico-Bütchen vor der Agneskirche? Die Agneskirche, genau. Unser Podcast, Peter und mein Podcast. Agnes trifft. Der Fedels-Podcast aus dem Agnesviertel, aus dem Kölner Norden. Viel davon findet auch am Bütchen statt. Da trifft sich die Nachbarschaft. Hier spielt die Musik, nicht nur am Eigelstein. Denn in der Nähe ist ja die Musikhochschule und es gibt in der Agnesklause in einer der wenigen Kneipen im Agnesviertel Jazz-Sessions. Und hier stehen die hier immer stehen. Das ist auf jeden Fall auch am Pico-Bütchen so. Ohne Bütchenkultur kein Köln. Irgendwo zwischen Eckkneipe, Tante-Emma-Laden und Haltestelle des Lebens prägen die Bütchen ihr Viertel und auch das Agnesviertel. Die Trinkhalle, der Kiosk, unser Podcast. Auch da trifft sich die Nachbarschaft. So war es zumindest unsere Idee. Wir wollten im März 2020 unseren Podcast starten, Agnes trifft, und was kam? Eine Pandemie. Es wurde nicht Agnes trifft, es wurde Agnes spricht. Denn wir haben gedacht, okay, wir machen jetzt einfach los, wer weiß, wie lange das dauert, wir wollen jetzt anfangen, wir wollen podcasten, und dann haben wir uns getroffen und einfach über die Themen gesprochen, die uns gerade so bewegen. Und nicht zufällig sprachen wir in unserer ersten Folge nach der Nullnummer über Zuversicht. Zuversicht, Hoffnung, Vertrauen, das sind so Themen, die immer irgendwie über dem ganzen Podcast schweben. Meistens sprechen wir so fast eine Stunde über Themen herum und in Themen rein. Viel Alltagsphilosophie spielt mit rein. Wir verbinden sie mal lose, mal eng mit dem Agnesviertel. Konkret Tiere, Musik und Essen und Bücher, öfter noch darüber, was wir mit Stille, Aberglaube, Normalität, Verlust oder Allmende verbinden. Allmende. Öffentliche Räume, die gemeinsam genutzt werden, wie der Platz vor der Agneskirche. In der Agneskirche, in dem Räumchen über der Orgel, da nehmen wir unseren Podcast auf. Und da sprechen wir auch über Abseitiges. Irre Düfte. Reparieren. Wir haben auch schon über Hosentaschen gesprochen. Die meistgehörte Episode, die ging um Karneval. Zuletzt sprachen wir über Magie. Regen und November hatten wir auch schon, hätte heute ganz gut in den Tag gepasst. Und in allen Episoden schwingt eben das übergeordnete Thema mit. Vertrauen, Verbundenheit in uns, in die Welt, über Erschütterung von Vertrauen und Verbundenheit, von Trost und von Heilung, vom Beobachten, vom Erleben. Und vielleicht ist es ganz lustig, dass Peter und ich uns als Nachbarn im Agnesviertel wieder getroffen haben, denn was uns verbindet ist, wir haben zusammen dieselbe Schule besucht, damals im Oberbergischen Kreis, nur um, ich glaube, 2 Jahrgangsstufen getrennt. Orte, Zeiten, Umstände, vieles ähnlich und doch anders. Und so geht es im Podcast. Es geht ums Agnesviertel, es geht um dieses urbane Dorf zwischen Ebertplatz und Innerer Kanalstraße. Es geht um aber einen Blick auch in unser beider Leben, in unseren Alltag, unsere Haltung zur Welt. Und deshalb können wir eigentlich über alles sprechen, im Vertrauen auf ein gutes Gespräch und Freude am Zuhören und laut denken. Podcast. Schon eine verrückte Sache. Und vielleicht gehört sie deshalb auch ganz gut ins Agnesviertel und nach Köln. Danke, Wiebke. Und Grüße an den Peter. Jetzt habe ich mich erst gerade, als es erzählte, daran erinnert. Ich war mal Agnesblömchen. Ich bin kurz vor der Pandemie, also im März 2020 noch Nippes beim Zug mitgegangen, als Agnesblömchen mit einer ganzen Gruppe aus dem Agnesviertel. Mann, ihr hattet echt ein gutes Timing. Apropos Timing, jetzt sind wir schon durch.
mit unserem Spaziergang über den Eigelstein. Das war ja der erste Kölsche Podcast-Tag. Ja, wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Kommentare da lasst. Und ihr hört es raus, das war der erste. Das heißt, im nächsten Jahr geht es weiter. So ist zumindest der Plan. Und da haben wir uns schon vorgenommen, beim zweiten Kölschen Podcast-Tag, da gehen wir über die Frinkstraße. Ein großes Dank an alle, die das heute möglich gemacht haben, an die Kölner Ratsbläser, bei denen wir jetzt Aufnahmen machen durften, und an unseren Tontechniker Jannik, danke dir, Jannik Mausbach, der das Ganze hier noch ein bisschen zusammenschneidet und gut, dass schaut, dass alles gut ausgepegelt ist. Vielen, vielen Dank und wir freuen uns, dass ihr uns bei diesem